da gibt es sowieso Loss Aversion, oder? Dass wir Verlust viel mehr Bedeutung geben als Gewinn, oder? Das heisst, wenn ich jetzt mit 10 verschiedenen Menschen schreibe und mich wie auf eine Person fokussiere, dann verliere ich aber 9 und gebe dem dementsprechend wie eigentlich mehr Bedeutung als der Gewinn vielleicht von einer Person, mit der näher in Kontakt zu gehen. Ich bin eins von hunderten Profilen und wenn ich dort nicht rausstiche, habe ich gar keine Chance, eine Person kennenzulernen. Ich würde sagen, das trifft vielleicht mehr auf Männer zu als auf Frauen, weil ich glaube, Frauen bekommen eher mal einen Swipe als ein Mann. Die absolute Mehrheit der Menschen haben schon mal Ghosting erlebt, also die auf Online-Plattformen unterwegs sind. Haben sie mich, ich glaube, es ist sogar etwas um die 90%. Also, die Ghosting schon erlebt haben. Aber leider auf die andere Seite, ein ganz grosser Teil hat das auch selber schon gemacht. Also, Okay. Und ich glaube, das spricht ein bisschen das Thema an, das du vorher gesagt hast, Tim, du machst wirklich in einem System mit, oder? Und wenn du natürlich schon mehrmals die Erfahrung wie gemacht hast, jemand macht es sich einfach total einfach, was bei mir, oder, wahrscheinlich also als betroffene Person, sagen wir mal, führt zu mega viel Selbstzweifel, Grübeln, was ist jetzt passiert, mein Selbstwert leidet darunter, weil ich habe wirklich keinen Kontext, oder? Ich weiss nicht, um was es geht. Das müssen so viele Leute wissen, weil ehrlich, ich habe das so oft in meinem Umfeld gehört, von Männern und von Frauen, von «Hey, es war eigentlich voll gut gewesen, aber es war so easy gewesen.» Und genau dort dranbleiben. Und ich denke mir so Krass, ja. ja, aber Hallo miteinander und herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir sind 3 Psychologen aus Zürich. Neben mir hockt der Tim, zu einer Seite die Ramona. Herzlich willkommen zu Kopf raus. Wir haben endlich wieder mal einen Gast bei uns im Studio. Ramona, du bist Psychotherapeutin und Paartherapeutin. Genau. Magst du mir noch etwas erzählen zu deinem Werdegang? Ja, auf jeden Fall. Mein Werdegang ist es so, dass ich Psychologie studiert habe, wie ihr, an der Uni Zürich. Also ich an der Uni Zürich, so meine ich. Und nachher habe ich eine Psychotherapie-Ausbildung gemacht zur systemischen Psychotherapeutin. Und seitdem arbeite ich als systemische Therapeutin mit Jugendlichen, Familien, Paar, so ein bisschen über das ganze Band hinaus, sozusagen, die verschiedenen Konstellationen. Und nebenbei mache ich so gerne ein bisschen andere Sachen, wie heute mit euch zum Beispiel Podcast aufnehmen oder auch Workshops oder auch eine Kolumne in der Coop-Zeitung, so ein bisschen Verschiedenes. Sehr cool. Und du hast ja auch einen eigenen Podcast mit... Genau, mit der Sandra Casalini. Sie ist Journalistin und wir haben den Podcast «Intim und laut» und dort reden wir über die verschiedensten Themen von Liebe, Sexualität, Beziehungen, von Fetisch über Familienmodell, über wie kann man ein Liebescomeback machen, dass es erfolgreich ist, etc. Spannend. Ein Liebescomeback. Das ist eine spannende Frage. Ja. Was braucht es für ein Liebescomeback? Und dann auch schön formuliert. Irgendwie. Ja. Bin noch gerne Das Begriff. Liebescomeback, Ja. gell? Ja, ja. Und ich meine, darum bist du heute auch da, weil wir haben eine Thematik, wo ich mich wirklich so darauf gefreut habe, weil ich es so eine spannende Thematik finde, wo du deine Expertise mit reinbringst, und zwar Online-Dating. Genau. Merkst du in der Praxis, dass mehr Leute mit so Themen kommen, die vielleicht entstehen aufgrund von Online-Dating? Ich würde sagen, junge Erwachsene, bis auch, nicht nur junge, bis mittleres Erwachsenenalter, gibt es sicher zunehmend Leute, die kommen mit einer gewissen Unzufriedenheit. Also einerseits mit einem Partnerwunsch und Unzufriedenheit wie mit dieser Dating-Welt. So wie vielleicht schon lange dran, aber es hat sich wie noch nichts ergeben. Oder immer wieder halt auch die schwierigen Erfahrungen auf Dating-Plattformen. Also schlussendlich geht es ja wie ums Grundbedürfnis, oder? Ich möchte gerne eine Beziehung haben und häufig findet jetzt halt wie Partnersuche auf Online-Dating-Apps statt. Also du hast gesagt, so die Grundunzufriedenheit beim Daten selber. Und jetzt ist halt aber heute, wenn man spezifisch über das Online-Dating redet, also es gibt so eine Grundfrustration im Daten, das nehme ich auch wahr, so ein bisschen in den Medien, aber auch in meinem Umfeld. So sagen, es ist so schwierig, jemanden kennenzulernen. Und ein grosser Teil davon spielt halt Online-Dating. Und wird das manchmal so explizit auch erwähnt? Hey,
komme nicht schlagen. Ich will eigentlich gerne jemanden kennenlernen, aber ich weiß gar nicht mehr wie. Ich muss ja jetzt irgendwie auf Tinder, Bumble, Ja, weil es Hinge. traut sich, also wenn du heute jemanden in der Bar ansprichst, wird dann nachher fast nachgeschmissen, dass du irgendwie belästigst. Also so, oder das ist jetzt überspitzt gesagt, aber Leute getrauen sich gar nicht mehr, jemanden auf der Straße anzusprechen, weil es einfach super awkward ist. Das glaube ich auch. Dass wie der heutige Weg ist halt häufig so das Online-Dating, oder? Und dass es schwierig ist, wenn man wie dort nicht mitmachen will. Also wenn jetzt einfach jemand sagt, hey, ich finde das eigentlich nicht so cool, Online-Dating, ich stehe lieber darauf, um jemanden irgendwie gerade so zu spüren, wie ist der Vibe, wie ist der Humor etc., dann hast du irgendwie nicht so viel Weg, oder? Weil wer getraut sich irgendwie im Coop jemanden anzusprechen oder am Abend in der Bar? Oder vielleicht ist es noch einfacher, die wie viel weggehen, also so, wirklich so ganz junge Erwachsene. Und wenn man jetzt wie nicht ständig weggeht, weil dann kommt manchmal noch Alkohol dazu, dann ist man vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen hemmungsloser. Aber wenn man das wie nicht so macht oder nicht gerne macht, auch als junge Person, dann ist wie die Frage, ja, wo lerne ich dann jemanden kennen, oder? Mhm. Ja, und dann irgendwann wirst du ein bisschen mit dem Arbeiten und irgendwie hast du dein Tagesprogramm, das du halt hast. Und eben kommst du vielleicht gar nicht mehr in Situationen, wo du neue Personen kennenlernst. Genau. Und dann bleibt einem häufig, glaube ich, gar nicht so viel Wahl. Also so nehme ich es wahr in der Praxis oder auch im Umfeld, dass man nicht so viel Wahl hat. Kommst du nicht drum herum. Genau, so meine ich es eigentlich, ja. Oder was denkst du? Wir machen ganz kurz Werbung. Alter, das scheisst jetzt an. Jetzt verkaufen wir uns für Geld. Nein, wir machen es sogar gratis, weil wir machen Werbung für uns. Oh, Und krass. zwar freuen wir uns, euch zu informieren. Am 23. Juni findet unser zweites Live-Event statt. Es wird einen Vortrag geben zum Thema digitaler Stress, wo ihr werdet erfahren, warum uns die digitale Welt so auslädt, was für Belastungen dahinter stecken und was man dagegen machen kann. Der Vortrag findet am 6. statt, im Prime Tower in Zürich. Ticket findet ihr jetzt unter kopfhaus.ch/live-events. Und wir freuen uns riesig, wenn ihr vorbeikommt und uns unterstützt. Oh, das hat jetzt noch geile Werbung gefunden. Das. Können wir weitermachen? Können wir weitermachen. Gut. Viel Spaß. Also ich finde es eben noch spannend, weil das mit der Wahl, ich meine, per se hat sich ja eigentlich nichts geändert. Wir haben schon immer, also auch unsere Eltern zum Beispiel, haben, wenn jemanden kennenlernen müssen, jemanden ansprechen, wahrscheinlich häufiger im Ausgang, in einer Bar, so in einem Social-Event irgendwo. Und sonst haben sie auch gearbeitet oder sind studieren und vielleicht noch in den Sportverein. So. Das haben sie, wie wir eigentlich auch. Aber die subjektive Wahrnehmung heute ist wie so, es ist viel schwieriger, obwohl man ja eigentlich noch einen Weg mehr hätte dazu. Also man hat ja immer noch den analogen Weg oder? und dann noch den digitalen Weg. Und darum bin ich gerade so, das finde ich jetzt noch spannend. Also, man war ja immer schon begrenzt gewesen, auch früher. Das stimmt, aber früher hat man ja wie das mit dem Online-Dating nicht gehabt. Also die Wahl war dort wie gewesen, ich muss auf jemanden auf irgendeine Art und Weise zugehen. Und darum hat man das wie auch mehr müssen machen, denke ich jetzt mal. Ich glaube, es geht in die gleiche Thematik hinein wie die anderen, wo du dann, wenn du sagst, hey, ich will das nicht. Ich spreche jetzt eine in der Bar an. Sie benutzt aber vielleicht Online-Dating. Und sie findet das ultra irritierend, dass du jetzt sie in der Bar ansprichst. Weil sie sich gewöhnt ist, hey, wir adden uns zuerst mal, ich suche mal irgendwie jemanden raus, der genau meiner Vorstellung von einem Partner entspricht. Du bist jetzt das nicht. Du sprichst mich jetzt da, das ist unangenehm für mich, bitte lass mich in Ruhe. Und ich glaube, es ist ein bisschen die gleiche Thematik wie, stell dir vor, du würdest heute sagen, ich will eigentlich kein Handy haben. Ich finde das doof, oder? Versuch mal durchs Leben zu kommen ohne Handy. Das ist ein guter Vergleich. Ja, ich will beim ersten Arbeitstag scheitern wegen 2 Faktoren. Authentifikation. Der fängt schon. Ja, siehst du jetzt. Ja, mega. Also es ist halt wie, das Spielfeld hat sich verändert. Andere benutzen Regeln, die du nicht möchtest nutzen. Und zwingt dich vielleicht dann irgendwo durch, dass du das auch nutzt. Oder halt irgendwie mit dem in Kontakt kommst. Genau. Und ich glaube, die Unzufriedenheit, die du vorher angesprochen hast, Ivo, ich finde, man merkt daran, dass die Unzufriedenheit da ist, indem dass es immer mehr jetzt so ein bisschen alternative Formen wieder gibt, oder? Wo entgegen einem Online-Dating sind, oder? Also beispielsweise, es gibt ja zum Beispiel Neu. Neu ist eine Plattform, Oh, ich habe schon mal etwas gesehen. genau, wo man kann zusammen Events machen kann. Wow, Ivo.
gibt es, glaube ich, doch auch schon länger. Man kann sich für Events anmelden, beispielsweise man kann sich anmelden, zum wandern gehen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man dann dort Leute trifft, die auch gerne wandern, auch gerne in der Natur sind, ihr Wochenende so verbringen. Und man die schon Events, gewisse, die Events sind aber so ausgelegt, also ist das implizit von «Hey, du triffst vielleicht den Partner», oder wird das auch mal neu explizit quasi es ist ausformuliert? schon explizit zur Partnersuche. Okay. Zur fixen Partnersuche. Oh, So das genau, jetzt, weiss ich es nicht. Darf man das heutzutage überhaupt noch erwarten? Ja, gut, Ja. das ist eine gute Frage. Ja. Ist eine sehr gute Frage. Ich habe auch schon ein Angebot gesehen, das ich ultra lustig finde und das ich unbedingt will machen, wenn es das irgendwo in Zürich mal gibt. Und zwar «Pitch a Friend». Genau. Also du gehst in eine Bar, es hat einen fetten Beamer und ich zum Beispiel, könnte jetzt einen Single-Kollege oder eine Kollegin pitchen, der Bar, in der Hoffnung halt, dass dann andere Leute das sehen und finden, doch, die Person ist jetzt interessant. Und dann mit der, und ich finde, ich habe so ein paar Ausschnitte gesehen, ich glaube in Amerika, und ich habe das so lustig gefunden. Also so etwas fände ich richtig lustig. Witzig, oder? Ja. Wirklich total witzig. Ja. Aber das stimmt, das sind Indizien, dass die Leute die Schnauze vielleicht ein bisschen voll haben vom Online-Dating. Genau. Darf ich noch schnell etwas sagen? Sorry. Eine von meinen Praxisfreundinnen hat jetzt gerade eine neue App gelauncht, heisst Spooned. Also wie so 2 Löffel. Genau, Löffel. Und dort soll es darum gehen, wie aufgrund von mit psychologisch fundiertem Hintergrund, dass man wie möchte schon auf Bindungsstil etc. darauf hinweisen und dass sich Menschen wie schon Gedanken machen, hey, was will ich eigentlich in meinem Leben? Was sind meine Werte? Oder möchte ich Kind haben oder möchte ich kein Kind haben? Möchte ich mal auswandern oder nicht? Dass sie wieder davon ausgehen, es gibt gewisse No-Gos. Sagen wir, jemand möchte Kind, jemand nicht, die matchen sich. Ja, ist wie so die Frage, macht das Sinn? Oder, Okay. oder kommen jetzt früher oder später an den Punkt, wo die Passung nicht stimmt? Ja. Und die machen dann auch Events, aber du weißt bei diesen Events schon, die Leute, die da sind, Haben all die gleichen... die haben wie die gleiche Vorstellung und die möchten eine Beziehung. Und klar, ich meine, ja, wie reflektiert das dann jeder ist, das kann man natürlich nicht... nicht so einfach herausfiltern, aber man kann vielleicht schon mal ein bisschen mit grösserer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass die Menschen, die ich treffe an diesem Cocktailkurs, dass die interessiert sind an einer Beziehung und vielleicht nicht gerade in die USA auswandern. Weil ich will unbedingt in der Schweiz bleiben. Okay. Ja. Zum Beispiel. Geil. Spannend. Das Thema greife ich nachher gerne mal auf. Das Thema von «Ich weiss, was ich möchte». Weil das finde ich noch entscheidend. Und ich glaube, jetzt gerade so das Thema von die Leute haben die Schnauze ein bisschen voll, Online-Dating. Ich glaube, so Online-Dating hat während Corona einfach einen hohen Boom bekommen. Man war so, fuck, Clubs sind zu, Bars sind zu. Es ist eigentlich, man nicht mehr machen. Das Einzige ist, hey, ich versuche irgendwie online. Text ist jetzt. Ja, oder weißt du, ist ja genau so der Punkt gewesen. Oder darum, es hat dort einen riesen Boom gehabt. Ich glaube, es haben sich wirklich auch viele Leute so gefunden. Und trotzdem haben sie so 2-3 Tücken von Online-Dating. Auf die möchten wir ja auch noch eingehen. Und ich glaube, oder magst du mal erzählen, was sind so Punkte oder Faktoren, wo du sagst, hey, aufgrund von denen ist die Unzufriedenheit jetzt auch entstanden? So. Wir können ja wie mal von Anfang anfangen. Also der erste Schritt im Online-Dating wäre ja, ich mache ein Profil von mir, oder? Ja. Genau. Ich präsentiere mich auf eine Art und Weise, oder? Ich muss mir Gedanken machen, wie möchte ich mich präsentieren. Einerseits führt das ja wieder dazu, dass es eine klare Vereinfachung ist von mir, weil ich kann ja nicht dort einen riesen Lebenslauf über mich schreiben. Und auf der anderen Seite gibt es vielleicht aber auch ein bisschen Klarheit, dass ich mir wirklich die wichtigsten Punkte zu mir überlege. Und ich finde, das hat ja schon mal so 2 Seiten, oder? Und dann kommt es sehr fest darauf an, wie reflektiert bin ich eigentlich? Was suche ich? Häufig muss man ja auch angeben, oder kann man angeben, bin ich interessiert an einer festen Beziehung, bin ich interessiert an einer, ich weiss gar nicht, was dort alles steht, an einer Affäre. Oder, Du kannst glaube ich alles sagen. oder, ja? genau, Von, hey, einfach Spass oder Kollegen. Polyamorie, alles Mögliche wahrscheinlich. Oder? Und dort fängt es schon an mit dem Thema, das du vorher gesagt hast, ich weiss, was ich will. Ja. Und je mehr, dass du natürlich weißt, was du willst, desto einfacher wird es. Weil desto mehr ziehst du ja dann auch die Leute an, die sich vielleicht angesprochen fühlen durch das. Aber dort fängt es häufig schon an, oder? Bei der Präsentation von mir selber weiss ich das und wie mache ich denn das?
Was nehme ich dann für Fotos von mir? Die besten, wo ich einmal im Jahr wandern bin, weil es sieht eigentlich noch lässig aus, so wandern gehen. Aber eigentlich bin ich lieber am Sonntag auf der Couch. Also das sind ja alles dann so Fragen, die du dir stellen musst, oder? Und ich würde mal grundsätzlich sagen, je authentischer du natürlich dein Profil machst, desto mehr ziehst du vielleicht auch das an, was passend ist. Oder? Aber es ist dann, also ist dann mega tough, weil ich habe die gleiche Überlegung gehabt, nämlich zeigst du dich jetzt von deiner besten Seite und nachher gehst du ans Date und die andere Person denkt sich so, halt, stopp, das ist gar nicht die Person, die ich da eigentlich will. Also da können wir nachher wait a minute. Da sind wir dann im Catfishing, oder? Und das gibt es wahrscheinlich von ganz extrem, von ich nehme Fotos von anderen Personen, zu eben, ich bin einmal gewandert und tue jetzt das Wanderfoto dort auf. Und vielleicht sieht das dann jemand, der so ist, ich gehe eigentlich mega gerne wandern, ich bin alle 2 Wochen draußen, oder? Übernachte noch mit dem Zelt draußen, lese, ich kann mit der jetzt ein Deko machen und dann merkst du, oh nein, das ist eigentlich mehr so... Die hat keine Ahnung, wo der vorne am Stock ist oder irgendetwas. Die ist mal schnell auf die Uetliberg rauf, oder? Und dort kommt für mich dann so die Frage, du willst authentisch sein, aber du spielst in einem Pool mit anderen Menschen, die sich sehr viel nicht authentisch kennen. Und wo du dann so bist, okay, also zum einen soll ich authentisch sein, dass wenn ich dann die Person treffe, dass wir dort möglichst überhaupt die Chance haben, uns kennenzulernen. Aber ich bin eins von hunderten Profilen und wenn ich dort nicht raussteche, habe ich gar keine Chance, eine Person kennenzulernen. Ich würde sagen, das trifft vielleicht mehr auf Männer zu als auf Frauen, weil ich glaube, Frauen bekommen eher mal einen Swipe als ein Mann. Das ist so, ja. Ich habe heute eine Studie dazu gelesen, was das untersucht. Ja, ist so. Ich glaube, es gibt auch so einen Practice Case von einem, der hat das für sich selber, einfach nur eine Person, er hat für sich geschaut, wie oft er geswiped hat und zu wie vielen Dates das er geführt hat. Und es ist astronomische Zahl. Ich weiß es nicht aus dem Kopf. Aber es ist schlimm. Aber ja, also zu dem Punkt, von du spielst mit Spielregeln, die dir auferlegt werden, nämlich alle anderen vielleicht auch sich im besten Licht zeigen. Also wie gehst du mit dem um, oder? Bist du authentisch und hast dafür ganz, ganz wenige Matches? Musst du vielleicht dann dort mit deinem eigenen Selbstwert irgendwie klarkommen? Muss man sowieso, oder? Muss sowieso. Auf diesen Netz. Ja, weil du dich auch reduzieren irgendwie auf ein paar wenige Fotos und ein paar Aussagen. Aber so, du musst dich möglichst authentisch geben, musst dann aber damit klarkommen, dass halt du ganz wenig Auswahl hast. Oder aber tust du dich in einem besseren Licht zeigen oder dich von der besten Seite zeigen, aber hast dann viel mehr Misserfolg, wenn es dann darum geht, dass du die Person physisch triffst. Und ich finde das so ein spannendes Dilemma. Und mich wundert, ob das aufkommt auch bei dir in den Gesprächen mit Leuten, die dann so Themen besprechen. Das ist ein sehr grosses Dilemma. Ich habe genau das Gleiche gedacht. Vielleicht kommt es auch ein bisschen aufs Ausmaß drauf an, oder? Es gibt ja wieder eine Seite völlig authentisch und dann gibt es so komplett nicht mehr authentisch. Oder? Und dann kann man sich auch irgendwo vielleicht ein bisschen dazwischen bewegen. Ja, absolut. Ohne, oder, dass jetzt gerade alles so völlig gefaked ist. Aber ich glaube, man muss wie für sich abwägen, wie stimmt es wie noch für mich und was möchte ich halt auch. Möchte ich möglichst viele Matches und viel Kontakt treffen oder möchte ich wirklich eine feste Beziehung eingehen? Und dann würde ich eher dazu tendieren, das wirklich so authentisch, wie du dich wohlfühlst, zu machen. Weil, was bringen dir dann die 100 Matches, wenn die einfach darauf einspringen, ich weiss jetzt nicht, ein gutes Beispiel. Ich habe ein gutes Beispiel. Ja, super. Und zwar, danke. Ist das aus Erfahrung? Aus Erfahrung, Okay. ja. Ich habe ja früher auch Online-Dating-Apps gehabt. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass wenn du Bilder hast mit einem Hund, wir lachen, kein Witz, bekommst du mehr Likes, weil Hunde ein positives Gefühl auslösen bei Frauen. Crazy. Und Macht im Sinn. besten Fall ist sie auch noch ein herziger Hund. Dann habe ich natürlich den herzigen Hund genommen von meinem Bruder und habe den auf das Foto genommen, mit ihm ein herziges Foto gemacht, aufgeladen. Weißt du, wie oft ist die erste Nachricht gewesen, ist das dein Hund? Wirklich? Und dann, was hast du geschrieben? Also, nein, ist mein Bruder, aber wir können trotzdem mal spazieren. Also, weißt, aber es ist wie so. Smooth. Aber es ist ja genau das, oder? Also, du musst dir überlegen, Ja. was könnte gut ankommen. Das ist ja, musst ja per se immer online, also auf Instagram, LinkedIn, whatever. Das stimmt. Du musst dir immer Gedanken machen, was könnte gut ankommen und wo kann ich mich als Mensch
auch noch irgendwie damit identifizieren, dass es irgendwie auch noch echt ist. Ich habe jetzt gefunden, hey, mit dem Hund, I don't care. Also, ja, das ist jetzt ein herziges Foto. Aber ich habe das irgendwo mal gelesen, oder irgendein Instagram-Reel gesehen, oder so gesagt wurde. Und es ist schon so, du bist ein bisschen am Faken, aber ich finde, es ist wie noch so ein Faken im richtigen Maß. Genau, So. weil vielleicht hast du ja tatsächlich jetzt gerne Hunde, oder? Und ist jetzt nicht so, dass du sagst, oh nein, ich kann keinen Hund anlangen, weil dann wäre es wieder so ein bisschen Du bist allergisch. sehr unauthentisch, oder? Genau. Und ich denke, so kommt das dann auch nicht schlecht über. Wenn du dann sagst, nein, das ist von meinem Bruder, aber ich gehe einmal mit dem spazieren oder weiss nicht was. Ja. Also es kommt sicher besser an als so der absolute Klassiker von so einem Mann, der so Bilder aufnimmt mit so einem Fisch, was gefangen hat. Nein, Ich finde das der Klassiker. Das ist bewiesen, so geil. dass das keine Frau will. Ah, ich find's No-Go. trotzdem Ich würde geil. auch sagen, absolutes No-Go. Ich finde es les. Hey, es zeigt, dass du geduldig bist. Es zeigt, dass du Das Fischen oder der Hund? Das Fischen. Okay. Du bist geduldig, outdoorsy. Du hast viele Fähigkeiten. Nein? Ich würde sagen, Also gut, nein, das ich ist würde jetzt kein eher weiter Praxistipp. swipen. Gut. Wir haben ja auch schon über die, ausser du hast noch etwas zu dem, Ja. wir haben ja über die Choice Overload geredet. Also so die einfach nie endende Menge an Auswahl von, es könnte auch immer noch etwas besser sein. Und das spielt so ein bisschen das rein, oder? Willst du zu denen gehören, die besser sind und wie platzierst du dich und wie tust du dich darstellen? Aber so das nie endende, was macht das mit der Psyche? Vielleicht kennt ihr die Studie. Es gibt eine mit Gomfi. Yes. Kennt ihr, oder? Ja. Genau. Ich weiss jetzt nicht mehr, ob Also ich die kenne sie, aber vielleicht Anzahl- muss ich schnell- Ja, ich weiss nicht, ob ich die Anzahl zusammenbringe. Aber irgend so etwas im Sinn von, vielleicht musst du mich korrigieren, es hat wie einen Versuch gegeben, es gibt entweder in einem Laden 6 verschiedene Gomfi oder 24 verschiedene Gomfis. Also verschiedene Sorten. Und dann hat man herausgefunden, dass Leute, wenn sie 24 Gomfis präsentiert bekommen, massiv überfordert sind und weniger kaufen, als wenn es 6 sind, kaufen es eher und sind vom Gefühl her nicht überfordert. Hast du es auch so in Erinnerung? Ja, gehabt? und ich glaube, es kommt Ja. noch etwas dazu. Ah, super. Nämlich, also eben, sie kaufen mehr Gomfi, Ja, genau. wenn sie eine kleinere Auswahl Ja, haben. ja. Und sie werden nachher dann auch gefragt, wie fein findest du jetzt die Gomfi? und wie gut findest Das du die habe ich nicht mehr in Gomfi? Erinnerung. Ja. Und dort haben die Leute glaub, dann wie gesagt, so, wenn sie nur eine kleine Auswahl haben, sind sie so, hey, die ist super, die ist mega. Weil mit der grossen Auswahl ist immer so, ja, aber vielleicht hat sie noch eine bessere gehabt, oder? Und ich finde das so eine spannende Implikation nachher fürs Online-Dating. Oh, fuck, ja. Absolut, oder? Also es nimmt die Hops. Mehr Auswahl heisst ja wie auf den ersten Blick mehr Freiheit, oder? Mehr Möglichkeiten. Mehr Ja. Mehr Möglichkeiten, Chancen. aber eben gleichzeitig absolut mehr Druck. Und die Unzufriedenheit bleibt wie ständig, oder? Wenn ich die 24 Gomfi habe und nachher das Gefühl habe, vielleicht ist jetzt eine andere, die Pflaume wäre jetzt vielleicht doch noch ein bisschen besser gewesen jetzt zu diesem Brot oder weiss nicht was. Und so läuft es genau mit dem Online-Dating, oder? Dass wir ja ständig präsentiert bekommen, der oder die hätte noch diese Eigenschaft. Oder der würde gerade in Zürich wohnen, wo ich auch wohne. Oder der würde mein Hobby, der würde jetzt auch noch Klarinette spielen und ich spiele mega gerne Geige oder weiss nicht was. Das ist wie so eine Unendlichkeit und führt einfach zu Unzufriedenheit. Ich finde, das ist problematisch, weil wir sind vorher bei früher gewesen, und früher hat man ja schon auch gewusst, So es eine gibt noch Mädchen im andere. Dorf gehen. Ja, aber man hat ja schon gewusst, es gibt noch andere, oder? Aber du hast nicht Ja. die Auswahl gehabt von, ich sage jetzt mal, der ganzen Stadt Zürich oder der Schweiz, Ja, oder? ja. In Ja. deinem Dorf oder Stadt. Es war einfach eingeschränkter gewesen und hat wahrscheinlich so auch irgendwie zu mehr Zufriedenheit geführt. Also weißt du, nur wenn ich zurückdenke an die Primarschule. In der Primarschule bin ich in einer Klasse gewesen von 20 Kindern. Und ich habe mich in eine verliebt. Also dort sind 10 Mädchen drin gewesen und ich habe mich in eine verliebt. Das heisst, eine von 10 war so, hey ja. Und jetzt heutzutage, wäre ich Single, wäre es wahrscheinlich so, gut, stell mir, also da bin ich ja nie irgendwie, es könnte ja immer noch, also das sind nur 10, das ist ein kleiner Teil von dem, was da außen im Datingpool ist. Oder? Weil einfach, deine Auswahl wird so viel grösser, du bekommst so viel mehr Gomfis angelegt. Da übrigens noch ein guter Buchtipp. Wir verlinken es im Chaos-Labor auf kopfchaos.ch. Das Buch, es heisst «Ich weiß nicht, was ich wollen soll». Spannend. Ist ein ganz spannendes Buch, also zu Choice Overload und auch so ein bisschen Berufsfindung und zu viele Möglichkeiten haben im Beruf, was ja auch immer wieder mal aufkommt. Ja, das ist ein spannendes Thema. Also du sagst, also jetzt anhand von dem Experiment, wenn ich mehr Auswahl habe, habe ich nachher eher das Gefühl, habe ich etwas, hätte ich nicht etwas anderes. Also dort spielt dann das FOMO einfach auch wieder mit rein. Ultra.
Du hast Opportunitätskosten. Also, das heisst, es hätte ja noch etwas Besseres können geben und du verpasst das. Oder? Weil eine Entscheidung ist immer auch Im Verlust. ein Verzicht. Oder im Verzicht, Genau. genau. Da gibt es sowieso Loss Aversion, oder? Dass mir Verlust viel mehr Bedeutung geben als Gewinn, oder? Das heisst, wenn ich jetzt mit 10 verschiedenen Menschen schreibe und mich wie auf eine Person fokussiere, dann verliere ich aber 9 und gebe dem dementsprechend wie eigentlich mehr Bedeutung als der Gewinn vielleicht von einer Person, mit der näher in Kontakt zu gehen. Und ich glaube, der Overload führt wie ein bisschen dazu, dass wir wieder so einerseits zur Idealisierung und zum sowieso Mischformen, also im Sinn von, ich sehe dann, der hat das Positive, der andere hat das Positive. Vielleicht, es wäre super, wenn ich eigentlich jemanden finden würde, der die beiden Sachen hat, oder? Ja. Einer hat jetzt einen Beruf, den ich total spannend finde, ein anderer ein Hobby, ein dritter ist sehr humorvoll und denke, okay, gut, vielleicht finde ich ja jemanden, der alles 3 kombiniert hat. Und da kommen wir ja dann wie in das einfach Unrealistische und da kann man ja endlos suchen. Und ich glaube auch, es gibt gewisse Kombinationen, die einfach schwierig sind. Also du Das hast kommt ja, noch dazu. oder du hast jemanden, der ultra erfolgreich ist im Job, Ja. der vielleicht Ja. für dich attraktiv ist, musst du dann aber auch bewusst sein, dass die Person wahrscheinlich nicht so viel Zeit hat für dich. Super Und dann Punkt. siehst du jemanden, der sehr viel Zeit mit dir verbringen aber halt vielleicht nicht so Ambitionen hat im Job und findet, hey, ich habe meinen 9 to 5 und das ist auch okay. Und ich will da nicht gross die Hierarchieleiter aufsteigen. Und jetzt siehst du die 2 Versionen und Genau. denkst, vielleicht gibt es den eine. Das ist ein Oder super die eine. Beispiel. Hey, das Ja. ist krass. Eigentlich aufgrund von diesen vielen also ich bin gerade im Überlegen, kommen mega viele unterschiedliche Phänomene daraus. Also ich meine, gerade so der Standard, den ich Ja, also oder nicht Standard, Erwartungen, die ich habe, steigen, durch dass ich mehr Qualitäten sehe in unterschiedlichen Leuten. Und ich picke mir nachher die Genau Qualitäten Du machst eine Checkliste und nachher. stelle mir eine Person zusammen, die es wahrscheinlich in einer Wahrscheinlichkeit gibt von 0,001%, weil er muss ja gut aussehen, erfolgreich sein, lustig sein und im besten Fall hat er auch noch das gleiche Hobby, dass wir am Wochenende zusammen joggen können. Und wenn er all das hat, darf er aber auch nicht arrogant sein. Ja, Oder zu muss ja dann auch noch selbstsicher. grounded sein. Und Ja. Also Wir krass. reden jetzt immer von Männern, ist noch lustig. Ja, du hast das mal ein Beispiel. Ja, das stimmt. gebracht. Okay, ich Und habe ich mich glaube- Das geht, glaube ich, von mir aus. Sozusagen, dass Ja. ich für Männer so. Eben, und der kommt jetzt von dir und ich glaube, das ist schon auch, das würde jetzt unternehmen, die Dynamik von, ich glaube, Männer und Frauen erleben Online-Dating anders. Weil die Frauen, also wenn ich das eher jetzt wahrnehme, sind ihnen so, hey, ich habe mega viel Auswahl und haben dann so ein idealisiertes Bild von, hey, das ist mein Wunschpartner und sehr hohe Erwartungen. Und die Männer sind denen so, fuck, ich würde einfach gerne mal ein Match haben mit einer, die so halbwegs mir gefällt. Und einfach nur, ich meine, du siehst es im Swipe-Verhalten, wie viele Likes Männer geben und wie viele Likes Frauen geben. Also Ja. es gibt wie eine unterschiedliche Dynamik in dem Ganzen inne. Mit unterschiedlichen Folgen. Da gibt es doch das Lied. Looking for a man in finance, 6'5", blue eyes. Ja, ja. Und dann weißt du nicht, wie es weitergeht. Das Aber ist- das ist so genau das. Es ist einfach so, es wird zusammengepickt, es wird zusammengesucht und es gibt wahrscheinlich kein Lied, wo ein Mann das singt, wo er sich auf eine zusammenstellt. Nein, auf Frauenseite, genau. Ja. Wie, Also wie ihr würdet erlebst wie du so das? Thesen aufstellen, würdet ihr dann sagen, dass Frauen mehr Erwartungen haben oder mehr eine Checkliste als Männer? Im Online-Dating, ja. Das ist meine Hypothese, spannend. ja. Ja. Würde ich sagen. Und warum? Was denkst du? Ich würde sagen, der Durchschnitt von der Frauen hat vielleicht mehr Ansprüche als der Durchschnitt von der Männer. Ich glaube aber, dass es gewisse Männer gibt, die wahrscheinlich sich sehr erfolgreich sind auf Online-Dating-Plattformen. Und wahrscheinlich gibt es auch bei Frauen Unterschiede. Ja, aber ja, wieso? Also doch, Ja. warum weiß ich nicht. Aber es gibt ja auch die Untersuchungen, wie viel Wie viel das sie swipen? Wie viel das sie swipen und welche sie swipen. Und anhand von dem ist ja, was wählen sie? Also ich glaube irgendwie 90% von der Frauen auf dem Online-App wählen so knapp 20% von den hübschen Männern. Ja. Das heisst, 80% werden nicht geswiped. Ja. Oder nur von diesen restlichen 10%. Also da sieht man ja schon, das Verhalten von Frauen ist anders. Und das ist aber bei Männern verteilt da. Bei Männern ist
viel breiter, ja. Okay. Also sie sagen eher ja. So. Eher ja. Ja. Und Frauen sagen eher nein. Und wirklich nur bei denen, wo sie sagen, der könnte noch sympathisch sein, sieht noch gut aus und ja, sieht aktiv aus, ja, der könnte mir wirklich gefallen, swipen sie ja. Und das heisst, dort ist die Verteilung ja ganz anders. Also viele Frauen streiten sich um wenig Männer und umgekehrt ist ja dann auch so. Ich frage mich jetzt gerade so, was ich schlimmer fände. Also, welche Situation fände ich schlimmer? Viel Auswahl zu haben, aber nur wenig davon zu picken. Also mit vielen anderen um etwas Weniges kämpfen, blöd gesagt. Oder aber viel weniger Auswahl haben. Also, welche Situation fände ich schlimmer? Die von einem Mann, der weniger Likes bekommt? Oder die von einer Frau, die viele Likes bekommt, aber nur wenig liked? Und beides anstrengend. Hey, Ja, wahrscheinlich am Schluss beides anstrengend. Und ich glaube, es sind einfach mal Zahlen, dass es einfach viel mehr Männer hat auf den Plattformen. Das heisst, wenn ich als Frau wie schnell Ja swipe, mache ich es mir wie auch ein bisschen schwerer, weil ich dann vielleicht wahnsinnig viele Matches habe und ja dann doch irgendwie noch rausfiltern muss. Weil ich habe nicht wahrscheinlich 50 Leute irgendwie in einem Zeitraum von weiss nicht was treffen. Ich glaube, es geht nur schon mal um das. ja, also ich meine, Ja. also genau aufgrund von dem unterschiedlichen Verhalten. Jetzt nehmen wir an, eine Frau swiped 3-mal pro Tag ja. Und das Und sind 100 Mal nein. Oder 97 Mal aber nein. bei diesen 3%. 3 Mal sind es 3 Matches. Weil ja einfach alle Männer ja. Ja. Das heisst, sie tut 3-mal swipen und hat 3 Matches. Das heisst, sie hat schon pro Tag eigentlich 3 Möglichkeiten, um in Interaktion zu treten. Das ist immer noch hure viel. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das für alle Frauen zutrifft. I don't know. Aber Also Du das meinst so extrem nice swipen, oder? Nein, 3-mal swipen und 3 Matches haben. Also ich glaube, das ist auch... Muss dann auch noch passieren, so Ja. meinst du? Ja. Also ich glaube, das ist auch nicht die Realität von allen. Wäre jetzt mein Guess. I don't ich weiß know. es nicht. Aber hast Weiss du ich auch vorher nicht gesagt, genau. dass es mehr Männer auf Dating-Plattformen genau, hat? Genau. Okay. Es gibt einfach per se mehr Männer auf den Dating-Plattformen. Und darum ist es wie schon mal eine Erklärung, dass eine Frau ein bisschen selektiver sein muss, weil es sonst einfach ein Übermaß hat. Also dann ist wie eine riesige Auswahl, oder? Weil es mehr Männer hat und Männer tendenziell schneller Ja swipen. Ja. Eben, ich glaube, als Frau kannst du mehr davon ausgehen, wenn ich Ja swipe, gibt es eher ein Match, Ja, ja. als du das als Mann kannst. Und sonst hast du dann Genau. pro Tag 40 Matches. Wenn Genau, du so und was willst machst du swipen wie ein dann? Mann. Dann machst du es dir wirklich schwierig, Ja, oder? ja. Weil dann musst du Ja. dann immer noch selektieren von diesen 40. Ja, okay. Und das ist ja alles Aufwand irgendwie. Ja, und anstrengend. Genau. Okay, ja. Da kommt, ich muss schnell abdriften. Es kommt ja jetzt wie noch eine andere Ebene dazu. Also zum einen haben wir jetzt unterschiedliche Verhalten von Mann, Frau auf diesen Plattformen. Und es gibt ja noch die Plattform selber. Also die Plattform bestimmt ja, also der Algorithmus von der Plattform bestimmt ja, wer wie viel Likes bekommt. Und Hä? Wie meinst du jetzt? Also wie meinst du, also Plattform bestimmt der Algorithmus, nennen wir jetzt Tinder. wer? Ja. Der Algorithmus von Tinder bestimmt ja, wer gezeigt wird. So. Wer Also bei Tinder- dir kommt. Anhand von was? Nehmen wir jetzt an. Zum Beispiel, du hast ein Profil Ja. und ich habe das Profil. Ja. Ich gebe dir jetzt ein Like. Der Algorithmus entscheidet, ob mein Profil dir überhaupt gezeigt wird. Also auch wenn ich dir Ah, ein nicht Like... per se mit dem Like. Es ist ja verborgen. Du siehst das ja nicht. Wenn ich dir ein Like gebe, dann siehst du, du hast ein Like bekommen, aber du weißt nicht wer. Du hast nur gesehen, du bekommst ein Like. Das Aber heisst, dann entscheidet die Plattform noch, ob du mir vorgeschlagen wirst oder nicht. manchmal wirst, manchmal nicht. Ah, ich habe Genau. gedacht, wird sowieso. Nein, nicht immer. Ui. Nicht immer. Auf Tinder nicht. Und genau, und jetzt kommt eben der Punkt, weil, und darum sage ich das, als ich früher so Dating-Apps asozial? hatte, habe ich mich eben als Psychologe doch auch mit der Funktionsweise, mit den Algorithmen auseinandergesetzt. Und der Punkt ist, sorry, dass ich das jetzt da reingrätsche, Nein, alles gut. weil ich finde das eben so ein wichtiger Punkt, ist, dass eine Dating-App kann man sich eigentlich vorstellen wie ein Casino. Eine Dating-App gönnt, Wenn du drin bleibst. wenn du drin bleibst. Das heisst, ein Casino... Oh mein Gott. Wenn man funktioniert, ich gehe ins Casino. Das heisst, ich muss im Casino immer wieder ein bisschen gönnen, dass ich wieder Geld investiere, aber auch wieder verliere, ein bisschen mehr verliere, als ich ihnen gebe. Dass ich ja dann doch nicht, wenn ich jetzt einfach alles verliere, laufe ich raus, fertig. Ich muss immer wieder ein bisschen gönnen. Dating-Apps, der Algorithmus funktioniert genau gleich, dass ich immer wieder so ein bisschen, ein Like, ein Like. Immer wieder ein bisschen Dopamin, Immer wieder ein bisschen und dann wieder Dopamin nicht. und dann wieder nicht. Das heisst, die Algorithmen sind nicht darauf ausgelegt, dass ich glücklich werde drauf. Weil dann verlieren sie dich. Ja. Wenn Genau. ich jetzt
Als Mitglied. alle Likes, die ich gebe, diesen Personen auch gezeigt wird und die Chance erhöhen, dass ich ein Match habe und mit den Leuten rausgehen kann, wäre es ja wie blöd. Weil dann, Das Ich ist bin so. gerade so schockiert. Das wäre ist ich- so, ja. dann wäre ich easy schnell wieder draußen. Aber sie wollen ja, dass ich eine Pro-Version kaufe, wo ich sehe, wer mich geliked hat, dass ich denen schreiben kann und muss Geld ausgeben, weil per se sind ja Dating-Apps gratis. Aber sie wollen dich Ui. so weit bringen und darum sage ich, es ist nicht nur das unterschiedliche Verhalten der Leute auf der Plattform, sondern eine Plattform selber, die steuert mit gezielten Mechanismen. Also es wird dir nicht nur schwierig gemacht, eine Partnerin oder einen Partner zu finden, aufgrund von einfach dem Leben, wo halt so ist, sondern der Algorithmus erschwert es auch noch. Macht es schwierig, ja. Ui, ja. Und es sind nicht alle Algorithmen gleich. Sind unterschiedlich. Ja. Kannst du einen empfehlen? Hey, Also wenn du dich damit auseinandergesetzt ich habe hast. mich wirklich damit auseinandergesetzt und ich hatte Hinge gehabt, und ich habe meine Partnerin dort kennengelernt, auf Hinge. Und ich will sagen, das ist jetzt ein Algorithmus, der fair ist. Also wie so, Ja. Okay. ich glaube, gut filtert und gut wie so Matching macht, Ja. von wer wird dir gezeigt aufgrund von der Angaben, die du machst. Zugunsten von dir. Genau, also wenn du sozusagen. sagst, hey, ich suche etwas Fixes, dann werden die Leute gezeigt, die auch etwas Fixes suchen. Okay. Und das ist nicht Ist- bei allen gleich. Ist Hinge jetzt aber die Plattform, wo Frauen mit sehr schreiben? Ich glaube, ja. Okay. Finde ich auch ein spannendes Konzept. Das ist sehr spannend, ja. Wieso zeigt ja auch wieder. Ja, was zeigt es? Dass es ungleich ist oder dass es. Man vielleicht auch einfach die Frauen will ermutigen, um so, hey, schreib, weil sonst gibt es wahrscheinlich noch viele Nachrichten, wo dann einfach nichts kommt. Das ist eine gute Frage, was zeigt. Ich glaube, es ist genau der Effekt, von, dass Frauen viel mehr angeschrieben werden und überladen werden. Und ich glaube, so Sie wirklich können reduzieren. aktiv entscheiden. Sie können ein bisschen selektiver. Oder selektiv, Ja. genau, das habe ich gemeint. Ja. Ja. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch noch cool, ein bisschen entgegen dem, was ich manchmal auch immer noch von Frauen höre, so im Sinne von, ja, also ich schreibe sicher nicht als Erste. Und so, Das hä, ist warum? ja. Also, mit welchem Grund? Ja. Also, hä? Ja. Ja. Und das widerspricht so ein bisschen von Anfang an dem sozusagen. Das finde ich eigentlich noch Okay. cool. Ja. Hey, egal, ich habe jetzt gerade schnell einen Rant gemacht gegen Algorithmen. Aber mir ist es wie wichtig, es ist wie Ja, wichtig, dass ja. wenn man will, was passiert. Oder ich habe wirklich intensiv mit dem auseinandergesetzt. Wie funktioniert so ein Algorithmus? Und es hat ja dann, die technische Komponente ist mir scheißegal. Aber was mich interessiert, ist, was macht es mit dem Menschen? Und ich glaube, das erklärt sie auch mega gut, warum es den Menschen nicht so gut geht, wenn es lange auf Dating-Plattformen will. Wie du gesagt hast, oder? Es löst immer wieder ein bisschen Dopamin aus. Ich Ja. habe immer wieder ein Erfolgserlebnis, aber irgendwie auch nicht ein richtiges Erfolgserlebnis. Also ich habe vielleicht mal ein Match, vielleicht mal einen guten Chat, gehe vielleicht mal auf ein Date, aber irgendwie ist es dann doch auch nicht so. Also ich habe doch immer wieder Misserfolg und das geht ja dann direkt auf meinen Selbstwert. Absolut. Also Vollgas, oder? Absolut. Und das löst ja auch die Frustration aus. Und dort, wieso auch zu wissen, hey, der Algorithmus ist nicht auf meiner Seite. Und Misserfolg auf Dating-Plattformen hängt nicht mit mir zusammen. Als Mechanismus, um meinen Selbstwert zu schützen, würde ich sehr empfehlenswert finden. Weil oftmals tut man es ja attribuieren auf sich selber. Ich sehe Genau. nicht gut aus, ich bin nicht lustig, ich kann nicht schreiben. Ich komme einfach nicht gut an bei Frauen. Und das macht etwas mit einem. Es zieht einen ab, man hat das Gefühl, man ist nicht so Attraktiv. attraktiv. Ein essentieller Punkt, ja. Das ist mega schlau mit dem Algorithmus. Oder? Sich das Ja. einfach zu bewusst Genau. sein auch. Ja. Dass die Apps ja wie funktionieren, wie Social Media, wie irgendeine Zalando-App etc. Sich möglichst häufig dort aufhalten, immer wieder ein bisschen einen Dopaminkick bekommen. Aber längerfristig führt es zu Unzufriedenheit. Gibt es ja so viele Studien, oder wer so und so lange auf Social Media ist, weiß nicht was, vergleicht sich mehr, ist unzufriedener mit seinem Leben etc. Ich glaube, das lässt sich auf all die anwenden. Und darum, glaube ich, wichtig ist wie so ganz so ein bisschen ein bewusster Konsum. Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast, aber dass man wie sich hinterfragt, warum gehe ich jetzt wieder auf die App, oder? Mache ich das dann den ganzen Tag so wie eben bei Instagram oder bei TikTok, weiß nicht was, und versuche mir dort wie etwas zu holen oder ein Bedürfnis zu befriedigen, wo gerade irgendwie nicht da ist, und komme mir dann aber häufig das auch nicht über, sondern im Gegenteil vielleicht eben Ablehnung, oder? Vielleicht schon ein paar Dopaminkicks, ich habe da ein paar Likes bekommen, aber vielleicht bei dem, was ich mir jetzt gewünscht hätte, jetzt doch nicht, und wieder Ablehnung, oder? Wieder eine Enttäuschung. Genau, wieder eine Enttäuschung und dann bleibe ich vielleicht wieder drauf. Vielleicht gibt es jetzt noch einen anderen guten Match sozusagen. So stelle ich mir das wirklich vor, oder? Dass es so ein Kreislauf oder so ein Teufelskreis dann ist. Oder ich weiß nicht, wie bewusst oder unbewusst hast du die Apps genutzt? Hey, bewusst. Also genau ja. aus dem Grund, weil ich meine, ich habe das
keine Ahnung, das erste Mal. Von Anfang an? Nein, ich musste das wie lernen. Und ich habe das mal wie gehabt, dann habe ich mega lange keinen und dann habe ich es wieder gemacht und ich habe wie gecheckt, ich muss anders das nutzen, oder? Also ich hatte es vielleicht mal einen Monat gehabt und dann habe ich es ein paar Jahre nicht gehabt und dann habe ich es mal wieder runtergeladen, oder? Und das ist ja genau der Punkt, dass das Verständnis von der Funktionsweise, also das als Beispiel. Es gibt wie so Phasen, meine Wahrnehmung, gell? Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber die Funktionsweise ist wie, es gibt wie so Phasen, dass entweder bekommst du gar keine Likes und du bist frustriert. Und dann gehst du mega ich will doch gerne. Und nachher gibt es wieder eine Phase, wo du viele Likes bekommst. Das heisst, du hast mehr Matches und plötzlich hast du irgendwie so 5 Matches. Und dann bist du wieder beim Choice Overload, wo du dich dann eigentlich selber ausschaltest und das nichts wird und denkst, ja, ich kann nicht irgendwie mit ihr aufs Date. Du kommst wie so in die Überforderung rein. Ist es möglich, dass es wie so aufgestellt wird, bis du 5 Ist hast? es der Algorithmus? Der weiss es Algorithmus. nicht. Und Ich dann weiss gehen es dir alle 5, sodass du dich dann auch nicht entscheiden kannst. Und dann hast du wieder den Overload und dann verlierst du dich dort rein, weil, und dann hast du wieder nichts und dann ist wieder eine Durchstrecke und dann, Also es spielt mega mit dir. Und ich glaube, dort ist Tinder mit Abstand der Algorithmus, der dich Zerstört. Am meisten kaputt macht. Ja. Ja. Du hast ein anderes Wort sagen. kaputt macht, doch? Ja. Doch, wirklich. Ja. Ja. Also, das ist jetzt so meine Erfahrung. Ja, keine Ahnung, ob das stimmt, aber so. Und darum, es macht halt einfach mental mega etwas, oder? Emotional. Und auf was für sozusagen Konsequenzen bist du gekommen, wie du das bewusst kannst nutzen? Oder was hat dir geholfen? Wenn du das magst. Hey, einfach das abgrenzen. So, hey, checken. Das bin nicht ich, oder? Sondern das ist der Algorithmus. Und ich habe Tinder dann auch gelöscht. Also es war wirklich so, hey, fuck off. Das ist... Ich habe also weißt du, wenn ich das schaue, dann... Also ich denke, hey, nein, sorry. Die verarschen mich eigentlich. Ja, und ich meine, das war bei Instagram bei mir genau das Gleiche gewesen. Instagram ist für mich... Ich habe ja nie Insta gehabt. Ich habe jetzt Insta wegen Kopf raus, weil ich finde das Konzept per se etwas gegen den Mensch. Es ist ja gegen den Mensch aufgebaut. Aber du hast auch, ich sage, Tendenz, süchtig zu werden und dich dann aber fest darüber zu stören, dass ich bin süchtig, aber ich störe mich nicht so, dass ich Social Media süchtig bin. Aber so du, glaube ich, hast dann auch die Tendenz, dass du dann dort reingehst und dann aber du regst dich dann ultra darüber auf und bist so, nein, das darf jetzt nicht sein. Und ich glaube, vielleicht hat dir das dort dann auch geholfen, aus dem, oder du hast vor 3 Monaten, du hast das Wort bewusst gesagt und dir hat das vielleicht dann mega geholfen, um die Apps bewusst zu nutzen und zu sagen so, hey, ich muss jetzt da wirklich bewusst mir irgendwie überlegen, was genau ich dann überhaupt will. Ja, das sowieso, ja. Oder auch schon ein bisschen als ein Schutz sozusagen. Schutzmechanismus. Ja, Selbstwertschutz, ja. Mega. Ja. Wir haben es ja vorher vom Texting gehabt. Und dann hat man Matches und dann fängt man an zu schreiben. Bei Hinge sind es jetzt zuerst Frauen und bei anderen Apps ist es nicht vorgegeben. Es gibt ja dann das Ghosting. So, kannst du ein bisschen etwas dazu sagen, was das nachher mit den Leuten macht, die vielleicht auch bei dir nachher dann in den Gesprächen sind? Weil also das muss sich ja schrecklich anfühlen. Absolut. Das ist genau das, was ich gesehen. Wir sind jetzt Zahlen gerade nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, die absolute Mehrheit der Menschen haben schon mal Ghosting erlebt, also die auf Online-Plattformen unterwegs sind. Ich glaube, es ist sogar etwas um die 90%, also die Ghosting schon erlebt haben. Aber leider auf die andere Seite, ein ganz grosser Teil hat das auch selber schon gemacht. Also, Okay. Und ich glaube, das spricht ein bisschen das Thema an, das du vorher gesagt hast, Tim, du machst wirklich in einem System mit, oder? Und wenn du natürlich schon mehrmals die Erfahrung gemacht hast, jemand macht es sich einfach total einfach, was bei mir, oder, wahrscheinlich also als betroffene Person, sagen wir mal, führt zu mega viel Selbstzweifel, Grübeln, was ist jetzt passiert, mein Selbstwert leidet darunter, weil ich habe wirklich keinen Kontext, oder? Ich weiß nicht, um was es geht. Vielleicht hat es nichts mit mir zu tun. Doch, vielleicht hat es nichts mit mir zu tun. Vielleicht ist jetzt bei dieser Person im Leben etwas passiert, wo die Person sagt, nein, fertig, ich muss mich jetzt verabschieden von diesen Online-Plattformen. Ich weiss nicht, was passiert ist. Oder? Und es kann wie so wenig mit mir zu tun haben, aber doch bin ich so fest damit konfrontiert und merke dann ja, wie andere machen das und machen es sich wirklich einfach. Oder? Weil es halt schwierig ist, auch zu jemandem sagen, auf eine gute Art und Weise, hey, ich habe es zwar geschätzt, mit dir in Kontakt zu kommen, kann es mir aber wie nicht weiterhin vorstellen.
und machen das dann selber wie auch. Und das ist eigentlich ein bisschen traurig, finde ich. Weil ich finde wirklich, also wenn PatientInnen mit diesen Themen kommen und ja, ich habe jetzt nicht mehr geschrieben, versuche ich einmal wirklich dort ein bisschen einzusteigen und zu sagen, haben sie sich einfach ein bisschen überlegt, was das vielleicht mit der anderen Person macht. Und warum nicht einfach eine Standardnachricht schreiben, eben im Sinne von, hey, es passt für mich nicht weiterhin. Weil dann ist es wenigstens, gibt es einen Kontext und ist wie so abgerundet. Genau. Und trotzdem passiert vielleicht, dass die andere Person, wird sich trotzdem fragen. Ich glaube, das lässt sich nicht 100%ig vermeiden. Ja, aber ich glaube, es gibt wie im Gegenüber die Möglichkeit, kann man so Chats auch löschen? Also so, du hast jetzt ein Match mit jemandem und dann schreibst und dann, wenn du findest, ich will jetzt nicht mehr, kannst du den Chat auch löschen? Ich glaube es, ja. Weil ich meine, oder wenn mir jetzt jemand schreibt und sagt, hey, das wird nicht mit uns, dann bin ich so, okay, gut, gelöscht aus dem Auge, aus dem Sinn, kann ich damit abschließen. Wenn ich aber wie keine Nachricht bekomme, dann lade ich das wie dort, weil es so wie schlimm wäre es, wenn so die Person irgendwann mal schreibt und die Nachricht kommt nicht mehr durch, weil ich irgendwie den Match aufgelöst habe. Also es bleibt so offen, genau, es ist wie so ein offener Tab im Kopf, im Gehirn. Das ist für Menschen schwierig. Unabgeschlossene Sachen sind per se sowieso schwierig. So. Ja, genau. Ja. Und wenn es dann noch so fest um den Selbstwert geht, oder, wo beim Dating sowieso so schnell angegriffen wird, ist es halt umso schwieriger. Weil ich glaube, das Attribuieren auf externe Faktoren, was du vorher angesprochen hast, Ivo, das wäre mega wichtig in diesen Situationen. Aber müssen wir ehrlich sein, das ist echt schwierig, oder? Weil ja, ich bin ja irgendwie als Person abgelehnt worden. Jemand möchte nicht mehr mit mir Kontakt haben. Als Fakt, oder? Aber Ja. der Hintergrund kann Wissen wir völlig nicht, ja. unterschiedlich sein. Aber wie erklärst du dir, ich finde es noch spannend, dass du gesagt hast, fast alle, die im Online-Dating-Kontext unterwegs sind schon mal geghostet worden. Das heisst, das müssen die auch fast alle machen. Genau. Aber wie erklärst du dir, dass das so häufig gemacht wird? Also dass alle machen und alle wissen, dass es sich beschissen anfühlt. So. Ja, aber dass es wie so oft gemacht wird. Weil es unangenehm ist, jemandem zu sagen, hey, sorry, läuft nicht. Das ist halt dann auch konfliktscheu. Genau. Aber das ist ja wie wenn du im Geschäft willst kündigen und das Kündigungsgespräch einfach rausschiebst. Ja, nein, aber und im nicht Geschäft, kündigst. aber im Geschäft hast ja du eine reale Beziehung mit Eben, der Person. Du musst am jetzt- Montag ins Büro und du siehst die Du Person. bist konfrontiert. Ja, du wirst damit konfrontiert oder so. Wenn ich jetzt angenommen im Geschäft einfach mit niemandem mehr rede, irgendwann kommt irgendjemand zu mir und ist so, hey Tim, so, du hast seit 2,5 Tagen mit niemandem mehr geredet, was ist eigentlich los? Und dann weiss ich, dass das eh passiert. Online lösche ich den Chat, tschüss, ich weiss, ich habe mit dir nie mehr zu tun. Im schlimmsten Fall treffe ich dich mal auf der Straße und muss so tun, als würde ich ihn kennen. Eben darum, welche Qualitäten fehlen im Online-Dating, dass man das machen kann. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist auch ein bisschen eine emotionale Abstumpfung. Dass, je länger ich Teil des Systems bin und mir das ja wie passiert, oder? Desto mehr bin ich auch abgestumpfter und denke wahrscheinlich, ja, Machen okay, alle, also kann ich das zeigt sagen. mich wie nicht mehr so verletzlich, Ja. oder? Möchte dann vielleicht, eben, wie du sagst, fehlt vielleicht auch Kompetenz, um das gut zu kommunizieren und macht es mir einfach auch einfacher, weil der Letzte hat das ja auch so gemacht. Und jetzt habe ich eine Frage, die mich in der Vorbereitung wirklich so beschäftigt hat. Wenn Personen Menschen abstumpfen in diesem ganzen Online-Dating, in dieser Welt und sie vielleicht auch Selbstschutzmechanismen lernen, kann es passieren, dass sie das dann in eine reale Beziehung mit ihnen nehmen und das dysfunktional ist in dieser richtigen Beziehung, die sie dann vielleicht haben. Also die Abgestumpftheit, Ja. meinst du, die emotionale Abgestumpftheit. Oder auch jetzt zum Beispiel extern attribuieren und sagen, das ist der Algorithmus, hat im Online-Dating einen positiven Effekt, dass ich selber das nicht so auf mich quasi mich damit abziehen. Wenn ich in einer realen Beziehung aber alles extern attribuiere und sage, du bist schuld und das ist schuld und das ist schuld und ich bin sicher nicht, wahrscheinlich auch nicht so funktional. Tun die Leute sich Fähigkeiten aneignen oder vielleicht auch so Habits im Online-Dating, wo sie dann mitnehmen ins echte Dating, wo ihnen dann vielleicht dort schadet auch. Ich denke, das kann absolut passieren. Dass es nicht passiert, braucht es wahrscheinlich viel Selbstreflexion. Und was vor allem, denke ich, häufig passiert, dass sich Menschen nicht mehr so verletzlich zeigen, weil eben ich bin da schon x-mal abgelehnt worden, ich habe vielleicht investiert, ich habe jemanden getroffen, dann hat die Person sich einfach gar nicht gemeldet, dann auch am Treffen, total unangenehm, massive Ablehnung. Gut, nächstes Mal erzähle ich gescheiter nicht mehr so, gerade so persönlich von mir oder mache mich nicht mehr so verletzlich. Und
Ich glaube, die erste Schwierigkeit ist schon mal, um dann überhaupt in eine echte Verbindung hineinzukommen, wenn ich mich nicht mehr so verletzlich zeige. Weil wenn ich schon eine Beziehung eingehe, habe ich das wahrscheinlich gewissermaßen wie schon gemacht. Also ich glaube, es fängt wie noch früher an. Dass man gar keine tiefe Verbindung mehr findet, wenn man so abgestumpft ist auf Dauer. Ja. Also du triffst vielleicht eine Person 2-3 Mal, bist vielleicht am Starten beim Daten und du kannst dich aber wie nicht auf die Tiefe einlassen, wegen Sachen, die du gelernt hast oder dir angeeignet hast. Genau, oder du hast noch andere 10 Chats offen, wo eben einer vorschlägt, etwas total Lässiges oder weiss nicht was. Oder was diese Woche einmal bei uns im Büro aufgekommen ist, also spaßeshalber, sind X. Also so, wisst ihr, was X sind? Nein. X sind wie so kleine Sachen. X, also jetzt check ich, ICK, ja, glaube jetzt ich. Nicht X im Sinne von ich habe XYZ. XYZ. Ja, genau. Nein, X, also so. Und dann geht als Red Flag sozusagen, Genau. wenn einer das und das Hey, sieht. und ich habe mich auch kaputt gelacht. Wir haben letztes Jahr darüber geredet. Sorry, also die lustigsten X bei Männern sind so ein Ick. Können wir das für unsere Zuhörer, die Ü50 sind, schnell erklären? Ja. Ick ist Ja. wie so etwas, wo man störend findet an einer Person. Also du findest eigentlich eine Person Ja. interessant, sympathisch, attraktiv und dann passiert etwas Kleines und du bist so, nein, hat man jetzt abgelöst. Hat man abgelöst. Das ist jetzt nicht mehr. Und, und wir haben doch darüber geredet, dass gewisse Frauen haben einen Ick, dass Männer dürfen keinen Regenschirm benutzen. Das ist ein Ick. Einen Okay. Regenschirm benutzen. Wow. Auf den Bus rennen ist ein Ick. Was? Ja. Der Beste ist ÖV fahren generell kann ein Ick sein. Jawohl. Ich bin letzte so, wir haben einen Teppich bei uns im Büro und ich bin letzte hängen geblieben im Teppich mit meinem Schuh und bin halt so leicht gestolpert. Minus Und meine Arbeitskollegin ist so gewesen, das ist auch ein Ick von mir, wenn Mann stolpert. Und Wow. ich so, ey, das ist... Und sie ist aber nicht sehr selbstreflektiert, sie weiß auch, dass das ein bisschen... verstehe ich aber auch ein bisschen. Es Ja. ist schon ein bisschen... Ja. Und ich glaube, so beim Online-Dating, glaube ich, entsteht viel schneller ein Ich. Als, weil halt, du siehst die Person dahinter nicht. Du siehst nicht die Tiefe von diesem Charakter, sondern du siehst halt einfach nur das optische Bild und die paar Chats, die du halt gehabt hast. Und dann gehst du in die Bar eins trinken und jetzt bestellt sich vielleicht eine Frau ein Guinness und der Mann ist so, ich. Oder der Mann bestellt sich irgendwie einen Cocktail und sie ist so, ich. Weil du den Charakter hinten dran siehst. Oder? Und es ist halt einfach auch pur oberflächlich. Ultra! Absolut problematisch, würde ich sagen. Ganz kurz gesagt. Absolut problematisch, oder? Weil wir so gewisse Personen einfach irgendwie gerade ausschliessen aufgrund von Eigenschaften oder Situationen, die doch längerfristig so unrelevant sind. Ich meine, wenn jetzt ein Ich ist, ich sage jetzt mal, jemand ist total klimabewusst und fährt nie mit dem Auto, weil das ist so ein wichtiger Wert, nimmt immer die ÖV oder geht mit dem Velo etc. Und wenn die Person dann wie sagt, hey, ich wünsche mir jemanden, der auch so klimabewusst ist, der am Wochenende die und die Pläne hat. Aber das sind dann Wertvorstellungen. Dann Wertvorstellungen, Ja. genau. Dann finde ich, ist das wie okay, oder? Aber wie sonst einfach so Sachen stolpern, keine Ahnung. Wertvorstellung, dass deine Haare müssen nass werden. Du darfst keinen Schirm tragen. Ich habe letztens einfach so, ich muss ihn schon teilen, der lustig, so 2 Frauen im Podcast. Nachher sagt sie so, könntest du einen daten, du bist so einer am Daten und nachher lernst du deine Kollegen kennen und du merkst, er ist nicht der Leader of the pack. Oh mein Gott. Okay. Nachher sie so, I can't. Wenn er nicht der Anführer ist von seiner Gruppe, I can't. Okay. Ich habe das Gefühl, sie bleibt langsam. Ich würde Psychotherapie verordnen. Wow. Und ich meine, genau das ist ja auch das, die Ja. Erwartungen, die einfach manchmal entstehen. Und ich glaube, das ist ja nicht nur bei Frauen, aber einfach so die krassen Also Männer Erwartungen. haben das schon auch. Ich Eben. glaube, wir haben jetzt, wenn ich jetzt so zurückdenke, ich glaube, wir haben oft aus dieser Perspektive geredet, dass eine Frau picky sein kann. Aber ich habe auch, also ich habe auch Kollegen, die sehr picky sind, wo es dann ist irgendwie so, ja, also wo dann auch Erwartungen da sind. Ja, wo wenn du jetzt- so musst sagen, so, hey, lern die Person einfach mal kennen. Ja, Oder? wenn jetzt mehr über so Durchschnittstendenzen, du hast jetzt Ja, gesagt, klar. tendenziell, aber ja, Ja, natürlich ja. geht es auf beide Seiten. Ja. 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 Oder also ich meine, der Klassiker ist ja bei den Männern die Grösse. Ich finde das... Und Also Frauen wollen, dass Männer grösser sind. ja, Ja. 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 Mhm. Und das ist auch so, ja, und also
Ich habe das mal aufgebracht in einer Diskussion, dann ist mir vorgeworfen worden, ja, du kannst das einfach sagen, du bist 1,85. Weil die Chance gross ist, dass du eine Frau findest, die kleiner ist. Ja. Mhm. Und so, aber ich bin wie so, ja, aber okay. Und also, was ist dann entscheidend? du tust so viele Leute ausschliessen. Aber ja. Also ich finde es auch Komplett, speziell. Ich glaube, so Sachen muss man hinterfragen, Ja. oder? Und ich meine, das ist aber auch schon gegeben. Schon auf diesen Dating-Plattformen kann man angeben, wie groß das man ist. Oder? Ja. Nicht mehr wundern, wie viel das da beschissen. Wahrscheinlich viele. Aber so ist Ja, stell alle dir vor. wahrscheinlich. Ich Stell stell dir dir sogar vor. im Pass, wie groß ich bin. Wirklich? Sicher. Ich gebe dir Wie groß immer bist du im Pass? 1,83. Hä, du bist? Wie groß bist du? Ja, 1,81 wahrscheinlich. Aber das ist doch Können wir auch rausschneiden. weird. Das ist doch auch weird, dass du auf einer Dating-Plattform deine Größe musst. Also, ja. Stell dir vor, also ganz, ganz schlimm. Andersrum, stell dir vor, du müsstest als Frau dein Gewicht angeben. Ja. Das wäre ja, also, Ja. holy cow. Ich glaube, du kannst auf gewissen Plattformen so ein Hör Gewicht. auf. Doch, ohne Witz. Jetzt, wo du Wirklich? wirklich sagst, ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich also muss, Mann ich und muss, Frau, ich nicht muss nur- alle paar Monate anpassen, mein Gewicht. Jetzt so schwankt. Ja. Okay. Ja, heavy. Ich glaube, wenn so äußerliche Merkmale fest im Zentrum stehen, muss man sich wirklich hinterfragen, oder? Um was geht es denn schlussendlich? Ja. Also, und ich verstehe schon, dass man gewisse Vorlieben hat, von wie jemand soll aussehen. Dass es gewisse Sachen gibt, die man attraktiver findet als andere. Das sehe ich absolut. Und ich glaube, man muss dann dort auch nicht sagen, es kommt nur auf den Charakter drauf Klar, an. das wäre auch falsch, ja. Aber wieso, was ich so das Gefühl habe, was sehr dysfunktional und unglücklich kann machen, ist so Checklisten haben. Ja, absolut. Von muss dunkle Haare haben, muss Absolut. die Augenfarbe haben, muss so und so viel verdienen. Also, dann machst du einfach das Leben schwer. So würde ich es sagen, ja. Ja. Oder man muss sich dann wie nicht verwundern, wenn man Single bleibt. Ja. Und dann kann man abwägen, was ist mir lieber? Warte ich, bis die perfekte Person kommt, oder gehe ich mal etwas ein, wo ich vielleicht beim ersten Mal denke, oh, er hat gesagt, er findet die und die Serie gut, finde ich völlig schlecht und lade ich jetzt gerade. Oder? So. Ja. Ja. Also sagst du auch so ein bisschen aufs Bauchgefühl hören hilft und nicht nur immer auf den Kopf. Das ist ja der Kopf, der so Sachen sagt. Das Bauchgefühl sagt ja manchmal, eigentlich haben wir es noch gut gehabt. Und der Kopf sagt, ist gestolpert, es braucht einen Regenschirm. Das stimmt. Ist nicht so aktiv wie ich. Ja, das würde ich so sagen. Und vor allem auch, wenn es mehr oder weniger der Vibe ein bisschen passt, auch ein bisschen dranbleiben. Ein bisschen geduldig sein. Genau, ein bisschen geduldig Ja. sein, weil die Gefühle müssen sich auch ein bisschen aufbauen können. Und ich glaube, häufig ist auch so die Erwartung, so das Thema irgendwie Liebe auf den ersten Blick, ich muss hin und weg Das ist so sein beim Hollywood. ersten Gespräch. Und oder? es gibt so die Genau. eine oder der eine. Genau. Und ein bisschen dem entgegenwirken. Also im Sinne von, hey, wenn schon mal gewisse Sachen abgedeckt sind, wir haben gute Gespräche gehabt, wir haben irgendwie ein bisschen zusammen lachen. Ich habe mich gut gefühlt, ich habe mich authentisch geben. Es sind schon mal viele Punkte abgedeckt. Das ist ein schöner Punkt. Ich kann authentisch sein, ja. Ja, ohne dass ich gehen und hin und weg bin, oder? Weil stabile Beziehungen starten meistens nicht so im 7. Himmel oben, genau, sondern eher ein bisschen ruhiger. Ist das so? Das ist es so. Und von Film etc. sind wir einfach so sozialisiert, oder? Dass Beziehungen so starten, dass hin und weg und 24 Stunden nur zusammen und alles ist super und rosig am Anfang. Das Und beruhigt mich jetzt, weil ich glaube, mein erstes Date mit meiner Partnerin, wenn ich so zurückdenke, jetzt mittlerweile über 8 Jahre, ist glaube ziemlich awkward gewesen. siehst du? Spricht dafür, ja. Ja, das spricht absolut dafür. oder? Gibt es da, wie heisst es, Umfragen oder Untersuchungen? Wo Ja, da gibt es. Krass. Ja, das gibt's. Dass je mehr, dass es halt wie so ein bisschen Achterbahnfahrt ist, oder? Oder je intensiver am Anfang wird schon alles versprochen und hey, nach 2 Wochen, weiss nicht was, wird Du 2 kannst dich Wochen halt nirgends Ferien. entwickeln. Genau. Das ist meistens führt auch schnell dazu, dass die intensiven Gefühle am Anfang auch relativ schnell Enttäuscht werden. wieder so enttäuscht werden und auch wieder abnehmen. Als wenn das Okay. einfach ein bisschen ruhiger startet. Wow, und dann sind wir wieder beim Punkt, dann rennst du ja diesem Gefühl nach. Das heisst, du brauchst immer wieder erste Dates, weil du bist so, ich bekomme das nur beim ersten Date. Das 4. Date ist nie so gut und rennst dann einfach deinen ersten Dates nach. Genau, und da sind wir wieder beim Dopamin. Ja. Hey, krass, weißt du, was erinnert mich das gerade? Das haben wir schon mal in einer Folge besprochen. Und zwar in einem ganz anderen Kontext, nämlich im Kontext vom Marathonrennen. Je tiefer, Wow. je höher die Höchst, desto tiefer die Tiefs.
Ja. Wir haben über das geredet, weil Das auch ich managen. meinen ersten Marathon hart abgecrackt habe, weil ich es riesen hoch hatte, aber mein Tief war auch richtig tief. Gewesen. Und mein zweiter Marathon war so, ich habe nicht wirklich ein High gehabt, aber ich habe nicht wirklich ein Tief gehabt. Mir ist einfach gut gegangen. Und es geht genau in das rein, so der highest highs, aber nachher auch der lowest lows. Wir haben wieder darüber geredet, weil ich dort wie sehr sensibel bin, dass ich schaue, vor allem, ich würde jetzt behaupten, auch aufgrund von meinem ADHS und der Dopaminregulation, dass ich sehr schnell mich von Sachen begeistern lasse und einfach voll im Höch bin und dass ich das bewusst manage, sodass ich mich nicht hinreissen lasse von Sachen, so plötzlich, weil dann die Tiefs auch so viel weniger tief sind, auch einfach Grund darum, dass Dopamin halt nicht einfach alles ausgeschüttet wird und nachher keiner mehr da ist. Genau. Und das ist jetzt noch spannend in So dem Kontext verständlich. gesehen, in dem Kontext gesehen von Dating, Ja, ist mir dass nicht du wie bewusst gewesen. langsam etwas versuchst aufzubauen, dass du dann am ersten Date, eben, du hast vorher so gute Sachen gesagt, authentisch fühlen, wohlfühlen. Genau, vielleicht Gespräche. Wir haben angenehme, interessante Gespräche gehabt. Wir sind beide irgendwie zu Wort gekommen. Wir haben uns füreinander So ein bisschen ausgeglichen, interessiert, ja. oder? Nicht ein Interview von einer Person. Ja. Vielleicht Humor. Ich denke, Humor ist schon einmal ein guter Faktor, wenn der ein bisschen rum ist. Und so quasi, wenn das gegeben ist und so, man jetzt noch nicht hin und weg ist, dass man wie das als Dranbleiben. Checkliste nimmt, quasi die gute Checkliste von, hey, wenn die Sachen gegeben sind, mal, dann gebe ich dem jetzt das nächste Gespräch. Und wenn es dort auch gegeben ist, dann gebe ich dem nochmal eine Chance. Und wieso sagt, okay, wir bauen da langsam etwas auf, Genau. und man nimmt sich die Zeit, man nimmt sich die Geduld, um mit dem Hinterkopf quasi zu haben von Langfristigkeit, von, wenn, Genau. man das sucht, Wenn man das möchte, man das oder? sucht, Klar. Ja. dass man dann wie sagt, hey, mal die paar Sachen sind gegeben, das hat sich als nächstes Date verdient. Genau. Und dass man nicht mit der Erwartung reingeht, von, oh mein Gott, ich muss hin und weg sein und Ja. es muss das beste erste Date sein. Und Hey, fuck, das müssen so viele Leute wissen. Weil, ehrlich, ich habe das so oft in meinem Umfeld gehört, von Männern und von Frauen, von, hey, das war eigentlich voll gut gewesen, aber es war so easy gewesen. Und genau dort dranbleiben. Und ich denke mir so, krass, ja. ja, aber sie oder er hat wie so nichts können sagen von, hey, weißt, das und das geht gar nicht so, so mit dem kann ich gar nicht nichts anfangen, was so wirklich klar, muss ich Grenzen ziehen, So. sondern hey, weißt, wir keine haben's gut klare gehabt. No-Gos. Ja, keine klaren No-Gos, wir haben es eigentlich gut gehabt. Aber es war jetzt auch nicht so, gewesen, boah, ich habe mich so krass angezogen gefühlt, ich habe richtig gesagt, so knistert Und eigentlich- es ist so weißt so hormonelles Feuerwerk gewesen und wir haben es so geil gehabt und und das und dann ist noch das passiert und per Zufall noch, weißt, oftmals gibt es ja noch die Stories dazu, oder? Irgendwie ist noch jemand am Nebentisch erstickt und er hat sie gerettet und, weißt, und dann so mega und die haben uns dann noch eine Runde gezahlt und wir hatten einen riesen Abend gehabt, weißt, irgendwie so, oder? So Legendengeschichte. So Legendengeschichten. Das ist ja dann, Das klingt dann nach einem geilen Abend mit den Jungs. ja, mega. Oder aber so, sondern hey, es war easy gewesen. Ich höre das so oft. Aber das ist vielleicht auch ein bisschen Erwartungsmanagement, Ja. oder? Und wenn ich jetzt überlege, das ist jetzt die Sicht retrospektiv nach dem Date, aber so, ich habe auch schon x Diskussionen gehabt mit Leuten in meinem Umfeld, die halt ein erstes Date haben und sie sind so, oh mein Gott, ich weiß nicht, was machen. Oh mein Gott, ich muss irgendwie das Date planen und hey, wir müssen schnell brainstormen und was machen wir eigentlich und wie könnten wir das so gestalten, dass Also es das Programm, Date wird. oder? Genau. Aha, Sie haben das Gefühl, Sie müssen etwas Sie müssen mega etwas crazy Krasses machen, oder? Sie müssen herausfinden. eine mega coole Idee haben, anstatt dass es einfach ist. Oder dann kommst du so, ja, wir könnten eine Badtour machen oder wir machen aber irgendwie, oder wir machen irgendwie Pedalo fahren auf dem Zürichsee. Und, das sind alles herzige Ideen. Aber in dem Fall, wieso nicht einfach in einer lässigen Bar sitzen oder einen Spaziergang machen, tief anfangen, Erwartungen gar nicht mal so hoch Das setzen. stimmt. Das, ja. Pedalo ist schwierig. Stell dir vor, du fährst los und merkst so, Ja, dabei. Ein schneller Abgang wird einfach schwer. ja, der französische Abgang Genau. wird schwierig. Okay, ja, sehe ich. Ja, Ja. ich würde ein bisschen für das plädieren im Fall. Ja. Ein bisschen Slow Start. Auch, ja, genau, Slow Start. Okay. Und das erste Date muss nicht irgendwie, weiss nicht wie crazy sein oder so, sondern es geht ja mehr einfach mal darum, zum ein bisschen schauen, hey, wie ist so der Vibe, wenn wir uns treffen? Hey, und das ist jetzt eigentlich spannend, wenn wir jetzt wieder auf das Online-Dating gehen. Dort tust du ja genau nicht nach dem Auswahlkriterium swipen, sondern die so Feuerwerkpotenzial haben, Genau. die werden geswiped. Die so sind, hey,
Solid und solid. bodenständig. Die werden ja nicht geswiped. Ja. Ist das ein praktischer Tipp? Ich Die nächste merke Person, grad, die swipest. Du musst also innen so mit dem Mindset Ja. reingehen. Weil wenn du mit dem Mindset Ja. bist, hey, es muss Muss mich viel, vom Hocker hauen, sozusagen. Ja, dann swipest du auch anders. absolut. Und jetzt stell dir vor, du swipest jemanden, der auf dem Profil unglaublich ist. Nachher triffst du sie privat. Du kannst nur verlieren. Hingegen, wenn Die du, Erwartungen sind schon so Ja. hoch, oder? hingegen, wenn du jemanden swipest, wo du so bist, so, hey doch, irgendwie, ja, so, sieht sympathisch aus, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Und du gehst dann aufs Date, kannst du eigentlich nur gewinnen. Wirst du positiv überrascht Ja. vielleicht. Erwartungsmanagement. Ja. Weil ich glaube, das mit eben so Liebe auf den ersten Blick und Feuerwerk und weiss nicht was alles, das sind wir einfach geprägt von Popkultur. Ja, also, ja. wann Hollywood. passiert das wirklich im Leben, oder? Cinderella Es kann Story. sein, dass man das erlebt mal in einer Beziehung, aber ich glaube, das ist nicht der Indikator für «ich bin happily ever after mit dieser Person». Ich glaube, das ist ganz wichtig und die Erwartungen sind häufig einfach zu hoch. Würde Voll. ich mal so generell sagen. Ich finde das jetzt noch lässig so, gewesen, also zum Abschliessen, so die Erkenntnis, weil ich glaube, wir beide sind so ein bisschen oh, holy cow. Mir wird jetzt gerade bewusst, wie viele psychologische Phänomene in Ja. diesem Thema drin sind. Also wir sind von FOMO, Choice Overload, Erwartungsmanagement, Attributionstheorie, Grundbedürfnis vom Grave mit Bindung und Selbstwert. Was haben wir vorher noch gehabt? Also X. Und was ich daraus rausziehe, ist, zum erfolgreichen Beziehungen sein, musst du Kopf hören. Ja. Absolut. Yes. Das wird das neue Mantra fürs Dating. Oder aber andere psychologische Podcasts, wie zum Beispiel Intim und laut. Yes. Nein, aber ich habe das jetzt wirklich noch gut gefunden, so als Abschluss. Vielleicht, um da den Bogen auch zu schliessen, gibt es noch so ein paar praktische Tipps, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, wo du sagst, hey, das kann ich jedem auf den Weg geben oder jeder, wenn es ums Online-Dating oder Dating generell geht. Gibt es dort noch so ein paar Punkte? Ich würde nochmal anknüpfen, wo wir vorher waren, so ein bisschen mit dem Fokussieren. Also versuch maximal irgendwie gleichzeitig nicht 15 Chats zu haben, sondern beispielsweise fokussiere dich auf 1 bis 3 Personen aufs Mal. Es gibt ja auch Apps, wo es pro Tag, ich weiß nicht, ob es bei Hinge so ist, wo es pro Tag hast du gar nicht so viele Matches. Also werden dir gar nicht so viel angezeigt. Ich weiss nicht mehr, bei welchem das ist, oder vielleicht ist es auch Bumble oder so. Das weiss ich nicht mehr genau. Aber fokussiere dich auf möglichst wenig Personen, dass du dort auch kannst wirklich investieren und dabei sein. Und überleg dir doch, wie bewusst kann ich die App nutzen. Also gehe ich den ganzen Tag, jede Stunde einmal dort rein, schnell, schreibe noch dort schnell etwas, schreibe noch dort schnell etwas. Oder nehme ich mir wie einfach pro Tag eine halbe Stunde Zeit? Oder wie man das manchmal auch Begrenzung auf Social Media einstellt und vielleicht dann wieder weiterdruckt, aber egal. Und dass man das wie auch mit den Dating-Apps macht, so ganz bewusst. Und vielleicht auch die Frage integrieren, jeweils vor dem Öffnen, was sich auch für andere Apps lohnt. Warum öffne ich jetzt gerade? Also suche ich gerade Bestätigung, habe ich einfach gerade Langweil, suche ich einen Dopaminkick. Und dort, wie bei sich bleiben, wenn es mir auch nicht mehr so gut, weil es mir häufig nachher zum Beispiel auch schlechter geht. Und so merkst du jedes Mal, Genau. ist meine Antwort, ich fühle mich gerade allein, als Beispiel. Und immer wenn ich mich allein fühle, gehe ich aufs App. Genau. Also, du merkst, das ist wie meine Strategie, um mit dem Umgehen, mit dem Gefühl, gehe ich Genau. auf eine Dating-App. Genau. Ja. Dann ist es wahrscheinlich nicht so funktional, oder? Ja. Weil du das ja dann dort auch nicht bekommst und in dem Teufelskreis bleibst. Und ich glaube, etwas Letztes, was ich noch empfehlen würde, das hast du vorher auch gesagt, Ivo, möglichst schnell in die Realität wechseln. Also nicht wochenlang hin und Schreiben her und texten, schreiben ja. und weiss nicht, was für Vorstellungen alle entstehen, idealisieren etc. Sondern wenn es irgendwie passt mit dem Schreiben, möglichst schnell einfach mal in die Realität wechseln und schauen, hey, wie ist das, wenn wir uns treffen. Ich glaube, das hilft einfach viel mehr, um herauszufinden, wenn man eine Beziehung sucht, könnte es da weitergehen. Weil Schreiben kann manchmal auch anders sein, als sich in echt treffen. Oder? Total. Man weiss überhaupt nicht, wie introvertiert, extrovertiert, wie gesprächig ist die Person. Beim Schreiben vielleicht schon, vielleicht in Live nicht. Je nachdem, was ich dann suche, passt oder nicht, etc. Ja. Gibt es vorher noch Punkte aus dem Gespräch, die ihr jetzt so ein bisschen Take-Home-Messages nennen? Ja, aber der eine Punkt, den sage ich dann ganz, ganz am Schluss noch. Okay, du sparst ihn dir auf. Von meiner Seite nichts mehr. Ich habe es jetzt gerade mega spannend gefunden.
da einzutauchen. Und ich glaube, es gibt ganz viele Themen, die wir jetzt nicht haben, weil es ist so komplex und dort spielt so vieles mit. Auch, vielleicht musst du nochmal kommen als Gast für einfach das Thema Daten allgemein und Beziehungsaufbau oder das, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wie heißt Revival oder Comeback, Liebescomeback. Liebescomeback. Sorry, ein spannende Themen, die es noch gibt in dem ganzen Kosmos. Also, falls du Mega gerne, ich komme wieder. wir uns sehr freuen. Ich habe es sehr, sehr gut gefunden, Tim. Du hast noch Hey, ja, Das letzte Wort. Also, letzte Wort. danke viel mal, dass du gekommen bist. Ich habe wirklich das so ein spannendes Thema gefunden. Und jetzt, Ivo, du hast es gesagt, so, es verknüpft sich mit so vielen Themen. Und ich glaube, es lohnt sich, dort einfach sich mal Gedanken darüber zu machen. Und nicht einfach so ein bisschen Wahllos drauf los. wahllos einfach durchs Leben zu gehen und finden, wenn einen das aktuell beschäftigt. Oder? Kann natürlich immer sein, dass man sagt, hey, ich geniesse mein Single-Leben gerade und ich geniesse auch meine Online-Dating-Plattformen und das ist ja völlig okay. Wenn man an dem Punkt ist, wo man sagt, hey, ich möchte jetzt irgendwie etwas anderes, dann glaube ich, lohnt es sich dort wirklich bewusst darauf einzugehen. Ja, sich zu reflektieren. Yes. Wie so viele Situationen im Leben. Ich habe noch Hirnzellen. Wirklich? Ja. Oh, Krass. eine letzte Hirnzelle, das ist Okay. spannend. Ich bin gespannt. Also, wir bleiben beim Dating, habe ich gedacht. Das passt eigentlich gerade. Wie heisst der Effekt, wenn ich zum Beispiel beim Online-Dating von jemandem ja wie schon ein paar Informationen habe, aber viele fehlen ja noch, also ich habe noch viele Lücken. Und dann, shit. wie mein Hirn die Lücken wie so automatisch so ein bisschen ausfüllt. Also ich gebe euch 3 Möglichkeiten. Okay. Möglichkeit A wäre Primacy-Effekt. Möglichkeit B wäre Leibniz-Effekt. Und Möglichkeit C wäre Halo-Effekt. Was denkt ihr? Sollen wir es gleichzeitig sagen? Ja. Bist du bereit? Ja. Ich zähle 1, 2, 3. C. Das ist, du bist der 5. Gast, den wir hier haben dürfen. Und wir haben Aber nicht mit der gleichen Frage. Nein. Ja, okay, der gut. 5. Gast, aber wir haben bei allen 4, und du musst sehen, wir haben damals 4 Auswahlmöglichkeiten bekommen. Ja, Und 2, wir beide ja wählen, also eigentlich ist die Chance 50-50. ja. Und wir haben noch nie einen Punkt gehabt bei einem Gast. Darum sind wir gerade sehr, sehr happy, aber dass wir das heisst, beide... ich kann es einfach zu einfach Nein, gar gemacht. nicht. Gar nicht. Ehrlich gesagt bin ich gerade hure impressed gewesen, dass du So aus dem Kopf hast. beim Start von dieser Folge hast du noch keine letzte Hirnzelle gehabt. Wir haben dann so gesagt, übrigens, wäre noch geil. Und du hast jetzt während dem Reden ist hier Ich habe so überlegt. Das ist ja. eine wirklich- Frage das in den ist Sinn gekommen. krass. Und ich bin jetzt gerade hure Das ist impressed. Das ist schön, Ja, wenn von man dem. so abschließt. Das nehme ich auf meinen Selbstwert Ja, mit. ja, absolut. Ich habe vorher gesagt, dass ich noch einen letzten Punkt habe, den ich gerne mitgeben will. Und ich verknüpfe den gerade mit dem Gruß, den wir rausgeben. Und zwar grüßen mal wieder jemanden, den ihr nicht kennt, an einer Bar und sprechen einfach mal über da. Ich glaube, das wird unterschätzt. Macht das mal, lernt euch darauf ein, wenn es bei euch passiert. Und ich könnte auch sagen, so einer in so einem Podcast hat euch gesagt, die sollen das machen. Und dann ist es vielleicht nicht ganz so komisch. In dem Sinne, Nennt ihn einfach nicht mein Dating-Coach. nein, macht das nicht. Das gibt's. ja, es geht. Ja, Hitch, der Love Doctor. Gibt es einen Film dazu auch? Ja, das stimmt. Aber ja. Yes. Hey, in dem Sinne, wir wünschen euch eine wahnsinnig schöne Woche. Danke dir, Ramona, dass du da bist. Danke Ich habe es Merci euch. wundervoll gefunden. Sehr gut. Geht unbedingt bei Intim und Laut mal reinhören. Und wir hören uns. Yes. Bis bald wieder. Macht's gut. Gute Start in die Woche. Ciao Ciao zusammen. miteinander. Ciao.